Luxemburg, als ich vor ein paar Tagen eingeladen wurde, an diesem Kolloquium teilzunehmen, habe ich spontan gedacht an einen anderen Fall, der im Moment im Feuilleton ist oder im deutschen Feuilleton oder in den letzten Wochen, die Sache mit Ingo Schulze, der im Dezember 2007 den Thüringer, glaube ich, Literaturpreis bekam und der sich in seiner Dankesrede über den Stifter dieses Preises geärgert hat. Und zwar sagt er, dass es ihm nicht passen würde, dass er sich Gedanken machen müsste über einen Energiekonzern, E.ON in diesem Fall, die Geld gegeben haben für diesen Preis und dass das Bundesland Thüringen eigentlich sich aus seiner Verantwortung stiehlt, indem es sich einen solchen Preis von der Privatwirtschaft finanzieren lässt. Und da kam mir die Idee, auf Luxemburg bezogen, solche Probleme müsste man haben, weil in Luxemburg kommt kaum, oder mir ist nicht bekannt, dass irgendein Privatunternehmen auf die Idee kommt, Literatur zu unterstützen. Wenn ein Staat sich einmischt in Inhalte, wenn er beschließt, dieses Buch handelt da und davon, das ist es wert, unterstützt oder gekauft und weiterverteilt zu werden, ein anderes Buch, wer auch immer das entscheidet, aber irgendwer muss es ja entscheiden, wird nicht vom Staat unterstützt oder nicht gekauft, weil inhaltlich, qualitativ da irgendjemand eingreift. Ich denke, dass der Staat Rahmenbedingungen schaffen muss, damit Kunst, Kultur, in diesem Fall Literatur, entstehen kann, aber dass er sich eigentlich aus der inhaltlichen Diskussion völlig herauszuhalten hat. Was aber in Luxemburg leider nicht passiert. Ich betreue seit 4-5 Jahren eine jährlich erscheinende Literaturanthologie, wo Autoren aus Luxemburg, aus der Großregion eingeladen werden, zu einem bestimmten Thema Texte einzusenden. Da kommt es vor, dass Texte reinkommen, die einfach so grottenschlecht sind, dass sie nicht angenommen werden können. Und die Autoren sind aber dann immer auch schnell, stehen sie auf der Matte, um Zensur zu schreien. Wie du sagtest, das hat mit Zensur überhaupt nichts zu tun.